Ein Lehrer steht vor seiner Klasse mit einem Ding, einen Schulfjähriger Steiner, und er fängt an, das Ding voll zu fliehen. Wenn es voll ist, dann fragt er seine Klasse, ist das Ding nicht voll? Und ein paar sagen ja. Er nimmt einen Schulf kleinere Steiner, und schert er ihn und schert dort, und er kann nach einem Teil mehr nehmen. Dann fragt er, ist das nicht voll? Und sie sagen, oh nee. Er nimmt was Sand, schert das voll Sand, und fragt weiter, ist das nicht voll? Dann ist alles still. Er nimmt nach Wutter und geht das bei Buben voll und er kann nach Nacho auf Wutter nehmen. Dann fragt er die Klasse, was kann ihr lernen von dieser Lektion? Ein Kind sagt, kriegen dauert, wie viele Dinge wir an unseren Ländern haben, wie viele Dinge wir zu tun haben, wir können immer noch ein bisschen mehr tun. Der Lehrer sagt, du musst nach mehr werden. Matthäus Kapitel 6, Vers 33 sagt, tragt das erste noch Gott in Reck. Und Gott wird die Dinge tun, was dir noch fehlen. Wofür habe ich nicht Zeit zum Beten? Wofür habe ich nicht Zeit zum die Bibel lesen? Zum Denken für die Werk? Zum Sesswein halten? Wenn ich einen Druck mit meiner eigenen Arbeit? Was ist Nummer 1 in meinem Leben? Was sind die großen Dinge, die mir wichtig sind, was ich in meinem Leben nenne? Ist das meine Familie? Ist das meine Bürerie? Ist das meine Arbeit? Oder ist das Gott sein Reck? Gott hat versprochen, wenn ich sein Reck Nummer 1 in meinem Leben nenne, wenn ich dort die ersten anpasse, dann werden all die anderen Dinge, die mir fehlen, durchkommen. Da will ich immer sehen, was mir jankert. Was mir fehlt, was Gott nur sein oder dabei kommt. Wer will sicher merken, dass Gott sein Reck, beten, Bibel lesen, Zeit für die Familie, Zeit zum Gott sein Reck bühen, zum anderen Menschen halten, Nummer 1 ist, und dann, da wir alle anderen Dinge tun. Gottes Segen.